Lieber Kreuzpunkt, sind wieder Timon Geier. Er war gestern bis um 3 am Morgen an der Badefahrt. Aber heute am Morgen trotzdem da. Ja. Wir schauen jetzt natürlich alle gut, ob er wegtippt irgendwann. Wenn er anfängt zu kämpfen, wir sehen es alle, genau. Ihr zwei, ihr seid seine Wingmans, ihr müsst jetzt immer gut schauen, dass er wach bleibt und dass er dabei bleibt. Ihr dürft gut auf ihn aufpassen. Hey, ja, wenn man so durch die Reihe schaut, merkt man, es ist Badefahrt. Es ist wohl der ein oder andere noch länger unterwegs gewesen gestern. Darum möchte ich euch, allen, die da sind, gratulieren. Ihr habt gewählt, zum heute Morgen im Haus von Gott zu sein. Beste Entscheidung, die du treffen konntest am heutigen Tag. Du darfst dir mal selber auf die Schulter klopfen. Mega cool, bist du heute am Morgen da. Als ich früher als kleiner Bub angefangen Bibel zu lesen habe ich am liebsten Alttestament-Geschichten gelesen. Das hat mich mega fasziniert. So, der Mose hat mich mega fasziniert. Die Geschichten aus dem Alten Testament. Ganz gerne habe ich immer gelesen von den Königen. Einfach irgendwie die Männer, die eingesetzt sind und dem Volk sollen schauen, hat mich mega fasziniert. Und ganz besonders fasziniert hat mich auch immer das Buch von den Richtern. Die Helden, die kommen und das Volk den Karren zum Dreck ausziehen und einfach grosse Taten vollbringen, das ist faszinierend zum Lesen. Lustigerweise, meinem Sohn, dem Seraya, geht es auch so. Er liest auch am liebsten Alttestament, die Geschichten, die Richter. Einfach, das fasziniert ihn und das ist logisch, gell? Das sind mega spannende, gute Geschichten. Aber es hat dort, ganz besonders im Richter, hat es immer wieder einen Bibelvers gegeben, der mich als Leser dazu mal schon mega irritiert hat. Und zwar liest man dort, und das ist ein Vers, der immer wieder mal vorkommt. Im Richter 2, 10, Vers 12 kann man es zum ersten Mal lesen. Dort steht, als von seiner Generation keiner mehr lebte, und da redet man gerade von dem damaligen Richter, der gerade wieder den Karren zum Dreck ausgezogen hat, der das Volk errettet hat und der geschaut hat, dass Gott wieder angebetet wird im Land, wo alle Götzentempel niedergerissen hat und wo denen gelebt hat, gab es eine neue Generation, die den Herrn weder kannte, noch wusste, was er für Israel getan hatte. Sie taten, was dem Herrn missfiel. Sie dienten anderen Göttern und wandten sich ab vom Herrn, dem Gott ihrer Vorfahren, der ihr Volk aus Ägypten befreit hatte. Den Götzen der Völker ringsum liefen sie nach und beteten sie an. Damit forderten sie den Zorn des Herrn heraus. Und der Zyklus ist wieder von vorne angefangen. Hat wieder von vorne angefangen. Das Volk hat wieder angefangen zu machen, was sie nicht hätten sollen tun. Und Gott hat Konsequenzen über sie ergehen. Sie sind in Gefangenschaft gekommen und sie haben wieder einen neuen Retter, einen neuen Held gebraucht. Und ich mag mich erinnern, dazu mal, wenn ich das gelesen habe, habe ich immer wieder jedes Mal auf neu den Frust gespürt. Von, Mann, wie blöd sind die Leute dort gewesen? Wie blöd sind die gewesen? Checken die das dann nicht? Und ich mag mich noch erinnern, ich habe mir dort als kleiner Bub schon vorgenommen und gesagt, das mache ich mal nicht so. Ich werde das besser machen. Ich werde einer sein, der nicht vergisst, was Gott tut. Und ich werde mein Leben lang treu mit ihm unterwegs sein. Hat mich frustriert, hat etwas gemacht mit mir. Als ich das gelesen habe, jedes Mal, nach jedem Held, denkst du einfach, Mann, ist das nötig? Muss wirklich das sein, dass die ganze Generation wieder den Karren in den Dreck hineinfährt? Haben sie dann nichts gelernt? Heute, wenn ich das lese, frustriert es mich immer noch, aber es frustriert mich etwas ganz anderes. Wisst ihr, was frustriert mich heute, wenn ich das lese? Ich denke, Mann, wo sind die Älteren gewesen? Wo sind die Älteren gewesen von dieser Generation? Was ist denn mit diesen Eltern nicht in Ordnung gewesen? Wieso haben sie das nicht der nächsten Generation gelehrt? Ihr seid die Generation, die es erlebt hat. Was ist mit euch, liebe Eltern, in dieser Generation passiert, dass ihr es verpasst habt, das der nächsten Generation weiterzugeben? Das ist es, was mich heute frustriert, wenn ich das lese. Und ich glaube, es ist etwas vom Zentralsten, Essentiellsten.
Wenn wir über die Zukunft nachdenken und wenn wir möchten einen Unterschied machen, wenn wir möchten aufbrechen und unsere Welt verändern, bin ich absolut davon überzeugt, dass eines der mit Abstand mächtigsten Instrumente, die wir in unserer Hand haben, ist Erziehung. Gibt fast nichts, wo einfacher ist oder wo wir mehr Einfluss haben auf die Zukunft als in unserer Erziehung als Eltern. Darum möchte ich heute Morgen über Erziehung meine Predigt haben. Wenn es darum geht, gang los, mach einen Unterschied, möchte ich über das Thema Erziehung reden. Weil die Bibel sagt, hey, Sagen geht 1000 Generationen. Wenn wir es als Eltern gut machen, das ist ein Privileg, dann bedeutet das, dass wir einen Unterschied machen für Generationen, die kommen. Und mir ist bewusst, wenn ich das jetzt sage, dass ich über Erziehung predige, ist mir schon klar, gibt es so 3 mögliche Reaktionen in diesem Saal da innen. Die erste Reaktion ist, ach Mann, ich wäre lieber daheim geblieben, weil ja, ich habe kein Kind. Also, was mache ich genau da, oder? Warum bin ich jetzt heute Morgen aufgestanden? Ich habe es doch gewusst, ich hätte noch länger an der Badefahrt bleiben und nicht aufstehen. Das lohnt sich ja überhaupt nicht. Jetzt komme ich da her und jetzt rede ich da vorne über Erziehung. Und ich habe kein Kind. Was soll das, oder? Oder meine Kinder sind schon lange ausgezogen. Ja, der Zug ist abgefahren, gell? Das Schiff ist gesegelt. Da gibt es nichts mehr, was du jetzt noch machen kannst. Also, was genau mache ich dann bitte schön heute Morgen im Kreuzpunkt zum Thema Erziehung? Ich habe ein Buch geschenkt bekommen. Ein richtig gutes Buch. Und das Buch heisst «Die Kunst des reifen Handelns». Das habe ich von meinem Schwiegermami geschenkt bekommen, das Buch. Ich weiss nicht, wieso dass sie gefunden hat, das Buch muss ich an mich schenken. Ich bin genauso ahnungslos wie du. Wieso, dass meine Schwiegermami gefunden hat, oh, an mich müssen wir das Buch schenken, die Kunst des reifen Handelns. Ich gehe jetzt mal davon aus, sie weiss, dass ich immer wieder mal predige im Kreuzpunkt und dass sie weiss, dass ihr das unbedingt nötig habt, dass ich über das lehre, was in diesem Buch drinnen steht. Genau. Ich habe mit ihr, ehrlich, wir haben über das Buch geredet, sie hat mir von dem erzählt und sie hat ein paar Sachen erzählt und hat gesagt, das muss ich unbedingt haben. Und daraufhin hat sie mir es dann geschenkt. Und der Thomas Harry, der Autor, formuliert in diesem Buch einen mega guten Gedanken. Und den möchte ich dir heute Morgen mitgeben, wenn du in dieser ersten Kategorie bist, wo du denkst, was geht mich eine Predigt über Erziehung genau an? Der Thomas Harry beschreibt im Buch das innere Kind. Und ich meine jetzt nicht den inneren Kindskopf, den wir alle sehr gut kennen. Vor allem Männer scheinen irgendwie das sehr gut zu kennen. Ich sehe ganz viele Leute, die anfangen zu grinsen, wenn ich vom inneren Kind rede. Der Thomas Harry redet mehr aus einer psychologischen Perspektive. Und er sagt, hey, die ersten Jahre in unserem Leben sind massiv prägend. 99% von allem, was du lernst, lernst du in deinen ersten 3 Jahren. Ist logisch, oder? Wie funktioniert Schwerkraft? Dass Sachen von oben nach unten gehen. Das lernst du alles in deinen ersten Jahren. Die sind extrem prägend. Und so ist auch dein innere Kind extrem prägt von Erlebnissen, von Erfahrungen, die du machst. Jetzt hast du als erwachsene Person eine mega Chance. Weil du kannst nämlich dein innere Kind neu Eltern sein, für dein eigenes innere Kind. Du kannst das, was du verpasst hast, wo dir vielleicht deine eigenen Eltern nicht haben mitgeben können. Weiss nicht, was es ist. In deinem Fall Annahme, Identität, Wert, vielleicht auch Grenzen oder was es auch immer ist, wo dein innere Kind verpasst hat und du heute noch darunter leidest. Du kannst und du darfst und sollst deinem eigenen inneren Kind Eltern sein. Also die erste Gruppe von Menschen, die finden, ja, warum bin ich genau da? Du bist da, für die Predigt bringt dir, dass du dein eigenes Kind, dein innere eigene Kind, kannst anfangen zu erziehen. Okay? Also absolut relevant. Vielleicht bist du auch in der zweiten Gruppe von Reaktion. Wenn ich von Erziehung rede, kommt automatisch ein Frust und eine Bitterkeit in dir auf. Weil deine Eltern haben dich nicht gut erzogen. Sie haben es verpasst, sie haben versagt an dir. Und wenn ich jetzt von Erziehung rede, kommen ganz viele schlechte Emotionen und Gedanken auf. Vielleicht bist du viel zu streng erzogen worden, herzlos, mit einer Strenge, die dich jetzt hart macht. Und wenn du schon nur das Wort Erziehung hörst, kommt in dir drin einfach so eine Bitterkeit und eine Härte drin. Ich verstehe das absolut.
kann das nachvollziehen, dass Erziehung nicht ein einfaches Thema ist für alle Menschen. Wir alle sind erzogen worden und Sachen sind gut gewesen und Sachen sind weniger gut gewesen. Ich möchte ganz bisschen später nochmal auf die Gruppe eingehen. Und das Dritte ist, vielleicht bist du jetzt selber Eltern und mega gestresst. Weil du hörst, oh nein, Mann, hey, das habe ich jetzt auch nicht gebraucht. Einer, der mir noch sagt, was ich alles falsch mache und was sowieso nicht gut ist. Weil wir Eltern haben ja häufig mal so ein bisschen einen zu wenig gut Komplex. Dass wir es zu wenig gut machen, dass wir nicht genügen als Eltern, dass wir versagen immer mal wieder und dass unsere Kinder nicht so sind, wie sie sollten sein. Und sowieso, die Gesellschaft hat nochmal ein anderes Vorbild. Und dann siehst du noch die Nachbarin, weißt, wie die dann ihr Kind im Griff hat und wie brav das auf dem Stuhl sitzen bleibt, wenn es sollte. Und hey, jetzt schaust du dir mal meine Kinder an, oder? Weißt, die 3 Wörter, die ich am meisten sage, ist keine Schlägereien daheim, oder? Und Du fühlst dich einfach gestresst jetzt, oder? Du merkst, Mann, ey, jetzt höre ich heute Morgen noch, was ich alles sollte und könnte und müsste und sowieso, weil es nicht alles gut ist, gell? Auch für dich habe ich einen Gedanken mitgenommen heute Morgen. Gott, der Vater, unser himmlischer Vater, ist älter von uns. Und jetzt schau mal, wie die neben mir sind. Genau. Ist das nicht wohltuend zu wissen, dass der beste Vater, den es je gegeben hat, in aller Zeit, im ganzen Universum, wo je wird existieren, Kinder hat, die absolut in die Hose sind? Ja, genau. Der beste Vater, den es je hat gegeben, versagt immer mal wieder in seinem eigenen, sich selbst gegebenen Auftrag, Menschen zu erziehen und Vater zu sein. Ich glaube, Versagen gehört absolut zum Elternsein dazu. Und ich verstehe jeden, der gestresst ist vom Elternsein. Weil ein Kind bekommen macht etwas ganz, ganz tief mit uns. Das kannst du keinem erklären, der kein Kind hat. Gell? Es hat mal ein Schauspieler in einem Interview das beschrieben, das Gefühl. Und ich finde das eine mega gute Line. Natürlich hat er es völlig übertrieben, aber er hat gesagt, weisst, ich habe gemeint, ich liebe meine Frau. Und dann ist meine Tochter auf die Welt gekommen. Und ich habe das menschliche Lebewesen in meinen Armen gehabt. Und als ich ihr zum ersten Mal in die Augen geschaut habe, ist mir bewusst geworden, sollte es jede Situation geben, wo es nötig ist. Ich würde ohne Zögern meine Frau als menschliches Schutzschild brauchen für mein Kind. Das ist natürlich völlig übertrieben, aber etwas ist, das hat schon auch Wahrheit. Die Liebe, du bist so schutzlos, der Liebe ausgeliefert als Eltern deinem Kind gegenüber. Das ist eine unglaubliche Gewalt. Und daraus kann absolut das Gefühl von Versagen entstehen. Und darum möchte ich jetzt, bevor wir wirklich so einsteigen in Erziehungsthema, möchte ich jetzt für die 3 Gruppen einfach zuerst am Anfang mal beten. Ich möchte uns vor Gott bringen, möchte einfach auf das Fundament von unserem guten himmlischen Vater uns alle stellen. Ist das okay, wenn wir das so machen am Anfang? Ich möchte jetzt einfach als erstes beten für die Menschen, die keine Kinder haben. Jesus Christus, ich danke dir, dass du so viele Menschen hierher gerufen hast, die da sind, die vielleicht noch keine eigenen Kinder haben. Ich bitte dich, dass du einfach dein Wort jetzt nimmst und dass du ihnen Verantwortung aufzeigst für ihr eigenes inneres Kind. Dass wir dürfen gute Eltern von uns selber anfangen werden. Dass wir uns selber anfangen gut erziehen. Jesus, ich möchte ganz besonders die zweite Gruppe von Menschen herlegen, die verbittert sind, die hart sind und die eine negative Einstellung haben, Erziehung gegenüber. Ich bitte dich, dass du jetzt dort reinwirkst, dass du kommst mit deiner Vaterliebe und dass du das weich machst jetzt. Dass du neu auftust und bereit machst für dein Wort, um auf guten Boden zu fallen, Jesus. Ich glaube von ganzem Herzen, dass du heute einfach harte Herzen wieder weich machen. Dass du Versöhnung und Vergebung dort hinein kannst wirken, Jesus. Dort, wo Kinder ihren Eltern gegenüber ein Herz haben, dass du jetzt dort eine neue Versöhnung und eine neue Frieden und eine neue Freude in das Thema kannst hineinwirken, Jesus. Und ich möchte dir als letztes auch ganz besonders die Menschen herlegen, die in Erziehung sind. Du selber weißt, wie schwierig das ist.
Du selber leidest und leidest und leidest und leidest unter deinen Kindern immer und immer wieder, Vater. Und ich vertraue jetzt dir an, dass du diesen Eltern Nähe geben, dass du ihnen Ruhe geben und dass du ihnen Gelassenheit gibst, auf das, dass die Worte aus deinem Wort, aus deiner Bibel, dass die heute Morgen die Frucht bringen, dass es nicht Stress auslöst und kein Gefühl von der Ungenügsamkeit, sondern dass es eine Freiheit sein darf und dass es eine Motivation und eine Inspiration werden für die Eltern, die in Erziehungsaufträgen hineinstehen. Amen. Amen. Okay. Sind wir ready für das Thema Erziehung? Ich möchte zuerst Matthäus 6, Vers 9 lesen. Dort steht, das ist Jesus, der uns das lehrt. Ihr sollt so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehen auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Unser Vater im Himmel stellt sich uns als Vater vor. Aber er ist nicht nur Vater, sondern Gott hat auch eine andere Rolle. Und das können wir nachlesen, zum Beispiel im Jesaja 49, Vers 15. Doch Gott antwortet: Kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals. Nie und nimmer wird Gott uns je vergessen. Gott stellt sich uns vor als unser himmlischer Vater und unsere himmlische Mutter. Er ist Elternteil durch und durch. Und von dort her möchten wir heute die Predigt andenken. Von dort her möchten wir überlegen und es ist wie Gott, der Vater, unser Vorbild als Eltern. Alles, was wir jetzt lesen und lernen und festhalten, ist inspiriert von unserem himmlischen Vater als unser Vorbild. Also als erstes gerade so die Frage, hey, was ist eigentlich das Ziel von der Erziehung? Auf was soll eine Erziehung hinschaffen oder wo soll es hergehen? Zu was erziehen wir unsere Kinder dann genau? Es ist immer gut, wenn man sich mal bewusst ist, was ist es eigentlich, was wir möchten? Wo soll es hingehen? Was ist das Ziel der Erziehung? In Kolosser 1, Vers 28 steht der wundergeniale Bibelvers. Diesen Christus verkünden wir mit aller Weisheit, die Gott mir gegeben hat. Ermahne ich die Menschen und unterweise sie im Glauben, damit jeder Einzelne durch die Verbindung mit Christus reif und mündig wird. Das ist das Ziel, das der himmlische Vater sich gesteckt hat für dich und mich. Er sagt, mein Ziel in der Verbindung mit Christus ist, dass die Menschen, meine Kinder, die sollen reif und mündig werden. Ich glaube, das Ziel von jeder Erziehung sollte sein, dass unsere Kinder eine Reife erreichen und dass sie eine Mündigkeit oder eine Selbstständigkeit erreichen. Das haben Dunja und ich besprochen in der Vorbereitung. Was ist eigentlich unser Ziel? Wir möchten, dass unsere Kinder reif und mündig sind. Dass sie selbstständig gute Entscheidungen treffen können. Dass das nicht unsere Kontrolle ist, sondern dass sie selber in eine reife, mündige Situation drin erwachsen, wo sie das Leben im Griff haben. Mehr noch, wir möchten nicht nur, dass sie für sich an sich reif und mündig sind, sondern unser Ziel für unsere Kinder ist auch, dass sie einen positiven Beitrag in unserer Gesellschaft anfangen zu bringen. Sie sind nämlich Teil von einer Gesellschaft. Sie sind nicht einfach nur Individuen, sondern sie sind eingebettet, hineingeboren in eine Zeit, in eine Gesellschaft hinein. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott uns den Auftrag gegeben hat, die Gesellschaft, wo wir unterwegs sind, zu formen, zu verändern und einen Unterschied zu machen, wo auch immer wir sind. Und so haben wir gesagt, hey, unser Ziel, was wir machen, soll darauf hinschaffen, dass unsere Kinder eines Tages eine reife, selbstständige, mündige Person sind, die anfängt, einen Beitrag zu leisten in unserer Gesellschaft. Das ist ein gutes Ziel, oder? Sind wir uns einig, auf das möchten wir hinschaffen als Eltern. Also auch du mit deinem eigenen inneren Kind, dort soll es hingehen. Das ist der Reis, der ausgesteckt ist für dich. Du darfst dich selber dorthin erziehen, dass du zu einer reifen, selbstständigen Person wirst, die einen Beitrag leistet in unserer Gesellschaft. Das ist das Ziel von Erziehung. Also und jetzt natürlich die nächste Frage. Gott, unser Vater im Himmel, wie macht er denn das mit uns? Wie erzieht Gott uns zu dem Ziel hin? Und jetzt wird es radikal.
Weil Gott ist nämlich schon ein bisschen crazy, wenn er als Vater sich vorstellt. Wie er das macht, ist nicht, wie wir es so intuitiv machen würden. So das Erste, was mir auffällt, ist, Gott spricht so viel Identität in uns hinein. So viel von dem, was er sagt, was er macht, ist einfach Identität in uns hineinsprechen, über uns aussprechen. Er gibt uns sogar eine neue Identität. In Christus sind wir neu geboren, sind wir eine neue Schöpfung, sind wir königliche Priesterschaft, sind wir geliebt, sind wir wertvoll, sind wir angenommen, sind wir vergeben, sind wir so vieles. Und Gott redet und redet und redet und redet und redet zu unserer Identität. Und ich glaube, das ist einer unserer wichtigsten Aufträge als Eltern, ist Identität unseren Kindern zu geben und ihnen zu sagen, immer und immer wieder, wer sie sind. Das ist zentral. 1. Korinther 1, Vers 30. Das ist einer von ganz vielen Bibelversen, die du da nehmen kannst. Christus ist Gottes Weisheit für uns. Durch ihn haben wir Anerkennung vor Gott gefunden. Durch ihn gehören wir zu Gottes heiligem Volk. Und durch ihn sind wir auch von unserer Schuld befreit. Die Bibel sagt uns immer und immer wieder, wer wir sind. Wir sind vergeben, wir sind angenommen, wir sind adoptiert. Wir gehören zu seinem heiligen Volk. Es ist wichtig, dass wir Eltern bewusst Identität über unseren Kind aussprechen. Immer und immer und immer wieder. Wir tun unseren Kindern jeden Tag beim ins Bett gehen, Identität zusprechen. Wir sagen ihnen jeden Tag, du bist geliebt und du bist wertvoll. Jeden Tag sagen wir ihnen das. Und wir fragen sie ab und zu, hey, was bist du? Und dann kommt so die genervte Antwort, ich bin geliebt und ich bin wertvoll. Und das ist gut. Das bedeutet, sie haben es irgendwo tief drinnen verstanden. Das ist ihre instinktive Antwort, wenn sie fragst, wer bist du? Ich bin geliebt und ich bin wertvoll. Weil es kommen ganz sicher eines Tages andere Menschen, die ihnen werden probieren, andere Identitäten zu geben. Die werden probieren zu sagen, hey, du musst cool sein, du musst das und du musst dieses sein. Und ich will, dass ihre allererste Reaktion automatisch ist, hey, halt, stopp, nein, ich bin geliebt und ich bin wertvoll. Das ist, wer ich bin. Der Seraja, sein Name bedeutet Prinz des Herrn. Das haben wir ihm bewusst gegeben, weil uns ist so wichtig, ihnen zu sagen, wer sie sind. Sie sind königliche Kinder. Sie haben einen himmlischen Vater und der ist im Fall König. Der herrscht, der regiert. Das ist ihre Identität. Und wir sagen ihnen das immer und immer und immer wieder. Und jetzt hören wir es auch. Caitlin ist im Moment so voll auf dem Prinzessinnen-Trip. Aber nicht so hübsche, herzige Prinzessin, sondern hey, mein Vater ist im Fall dann König und so, gell? Also wirklich, da merkst du, hey, da fängt an Identität formen. Und ich glaube, das ist etwas vom Zentralsten, was wir machen müssen. Also wenn dieses innere Kind immer mal wieder so Minderheitskomplexe hat oder sich selber will anfangen verdammen oder wieder in die Schienen runtergeht, hey, ich bin ja sowieso nicht genug und ich habe es ja dann schon nicht geschafft und ich kann es nicht. Nein, erziehe dein innere Kind und sag deinem inneren Kind, wer es ist. Okay. Das ist das Erste, was Gott macht mit uns. Er gibt uns eine neue Identität und er spricht Identität. Das Zweite, was Gott der Vater macht, ist, er setzt uns Grenzen. Uns zu lieb setzt er Grenzen für uns. Es heisst nicht, dass es einfach ein grenzenloses Ding ist, wo wir machen können, was wir wollen. Es ist wichtig, dass wir Eltern immer wieder Grenzen setzen und aufzeigen, wo bis wo ist gesund und wo ist nicht mehr gesund. Was darfst und was darfst nicht. Das ist wichtig, dass wir das hören und dass wir das wissen. Das ist wichtig für unsere Kinder, dass sie verstehen und können wissen, was sind gesunde Grenzen. Mit gesunden Grenzen umgehen ist ganz, ganz wichtig, dass Reife und Selbstständigkeit kann sich entwickeln. Gesunde Grenzen. Gott macht das aber auf ganz, ganz radikale Art und Weise. Auf das können wir dann ein bisschen später noch sprechen. Und ich merke gerade, ich muss ein bisschen Gas geben. Okay, das Dritte, was Gott der Vater macht, er nimmt bedingungslos an. Er nimmt bedingungslos an. Und zwar immer und immer und immer und immer und immer wieder. Gott hat bedingungslose Liebe für dich und mich. So ist unser himmlischer Vater. Hey, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Verstehst du die? Ich kann die nicht fassen. Hey, das passiert mir regelmäßig, dass wenn ich über die Geschichte nachdenke, dann könnte ich anfangen zu latschen. Ab dem dummen Sohn,
wo einfach das Erbe von seinen Eltern verprasst und wo seine Eltern zutiefst beschämt. Und dann ist da der liebende, himmlische Vater, der sagt, welcome home, komm heim. Du bist willkommen. Du bist nicht verloren. Das ist nicht zu viel gewesen. Du bist nicht abgeschnitten jetzt. Es ist keine Grenzen überschritten, wo du nie mehr könntest zurückkommen, sondern unser himmlischer Vater liebt bedingungslos und er nimmt uns an. Bedingungslos. Das schafft Raum für gesunde Entwicklung. Wenn Kinder wissen, dass sie angenommen sind, dass sie geliebt sind, einfach mal prinzipiell, dann gibt es Raum für Verbesserung. Dann kannst du anfangen, mit diesen Kindern zu arbeiten. Dann kannst du ihnen auch anfangen aufzuzeigen, wo das Wachstumspotenzial ist, wenn das Grundkonstrukt von bedingungsloser Liebe da ist. Wenn sich Kinder beweisen müssen, ihren Eltern gegenüber, und müssen Liebe verdienen von ihren Eltern. Wir alle wissen, wo das herführt. Das ist ganz sicher keine gesunde, reife und selbstständige Person, die daraus resultiert. Darum ist es so wichtig, dass wir als Eltern einen Raum schaffen von bedingungsloser Annahme. Und jetzt kommt das Krasseste, wie Gott uns erzieht. Er vertraut uns. Gott vertraut uns. Jetzt stell dir das mal vor, wie fahrlässig das eigentlich ist. Hey, jetzt macht Gott ein Paradies. Stellt dir zwei Menschen rein und einen Baum. Und dann sagt er noch, esset nicht von dem Baum. But that's it. Er macht keinen Haken um den Baum drumherum. Hey, wenn ich Gott wäre, der Draht, also der Elektrozaun hätte also Voltage, das würde dich hintertatschen, wenn du nur in die Nähe von dem Baum würdest gehen. Weil, wenn du von dem Baum isst, dann ist das einfach nur schlecht. Aber Gott hat sich entschieden, ich vertraue meinen Kindern. Ich vertraue denen. Und ja, das gibt Raum für Verletzung, das gibt Raum für Schmerz. Das macht Türen auf, dass die Kinder Sachen machen können, die sie nicht machen sollten. Aber so ist Gott. Er hat sich entschieden, ich vertraue meinen Kindern. Das ist, glaube ich, das Kapital von jeder Eltern, die erziehen, ist Vertrauen. Vertrauen ist das Kapital. Wenn Erziehen eine Wirtschaftstransaktion wäre, dann wäre die Währung, in der du zahlst, ist Vertrauen. Wie du Kind kannst vertrauen und wie Kind dir vertrauen, das ist die Währung, mit dem das Erziehen geht. Das ist der Preis, den wir zahlen. Und Gott hat sich entschieden, ich vertraue meinen Kindern. Er gibt uns eine Wahlfreiheit. Wir dürfen wählen. Er sagt uns schon, eben das immer wieder beim Grenzen aufzeigen. Gott zeigt uns Grenzen auf, aber er gibt uns eine Wahlfreiheit. Er tut sie aber gleichzeitig auch mit Konsequenzen bestücken. Und ich liebe das Konzept, kannst du schon mal die nächste Folie bringen. Dort gibt es Wahlfreiheit und er sagt uns auch, was die Konsequenzen sind, wenn wir uns anders entscheiden. Und ich liebe das Erziehungskonzept. Vertrauen Kind, geben ihnen Wahlfreiheit, aber zeigen ihnen auch Konsequenzen auf. Manchmal wünsche ich mir, oder ich freue mich sogar, wenn meine Kinder Konsequenzen erleben. Es ist einfacher erziehen, kannst du nicht. Ich liebe es, wenn ich meinen Kindern sage, schau, wenn du dort raufkletterst, dann gehst du oben ab und machst dir weh. Ich stoppe meine Kinder nicht. Die sollen dort raufklettern. Und ich wünsche mir, ein Teil von mir wünscht sich, hey, ich hoffe, er geht jetzt einfach runter und schlägt sich so richtig die Fresse an. Weißt du, so richtig. Es ist nie einfacher zu erziehen, als wenn du im Nachhinein kannst sagen, ich habe es dir ja gesagt. Natürlich nicht so, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, gell? Sondern als liebevoller Vater, der jetzt geht, das Kind zusammensammelt und sagt, hast du die Wahl gehabt, hast dich dagegen entschieden und jetzt, das ist halt die Konsequenz. Ich liebe Erziehen mit Konsequenzen. Das ist etwas vom Besten, was es gibt, wenn Kinder Wahlfreiheit haben, mit Konsequenzen. Und das ist einer von diesen Dingen, wo Dunja und ich abgemacht haben, wir tun nie Konsequenzen vom anderen aufheben. Das ist Tod von jeder Erziehung. Wenn Mami sagt, hey, das ist konsequent, und der Papi sagt, ja, ist schon egal, kannst du machen. Das ist tragisch. Das darfst du ja nie machen. Wir haben eine Abmachung, Dunja und ich, auch wenn ich nicht einverstanden bin mit den Konsequenzen, die sie jetzt gesagt haben. Ich tue ihre Konsequenz durchziehen. 100%. Weil es ist so mega wichtig, dass Kinder lernen, es gibt Wahlfreiheit, aber es gibt Konsequenzen. Das führt zu reifen, selbstständigen Kindern. Es gibt eine Situation, wo wir gesagt haben, okay, dort können wir Konsequenzen rückgängig machen. Wo wir Konsequenzen nicht durchziehen. Und das ist,
wenn wir aus einer Emotion daraus, wo wir uns selber nicht im Griff haben, Konsequenzen ausgesprochen haben, die dumm sind. Das gibt es tatsächlich. Sogar noch ab und zu. Dass du dich als Eltern einfach nicht mehr so mega im Griff hast und anfängst, blödsinnige Konsequenzen auszusprechen. Dort haben wir gesagt, okay, es gibt eine Möglichkeit, in so einer Situation gehen wir dann zu unseren Kindern und sagen, hey, weisst, ich habe jetzt gerade aus einer Emotion daraus sinnloserweise die Konsequenz aufgesprochen. Das machen wir nicht. Bitte vergib mir. Wir machen es anders. Das ist die einzige Situation, wo wir Konsequenzen auflösen. Also, so erzieht uns Gott. Er gibt uns Wahlfreiheit und er zeigt uns Konsequenzen auf. Und das führt zu einer reifen, selbstständigen Person. Das Gegenteil ist Kontrolle plus Bestrafung. Das führt zu Angst und Distanz. Ihr kennt ja vielleicht das Sprichwort, oder? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich glaube, es gibt kein blöderes Sprichwort auf dieser Erde als das. Das ist so etwas Dummes zum Sagen. Das ist so blöd. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Hey, nein, ich will das umschreiben. Vertrauen ist gut, Vergebung ist besser, okay? Es gibt, dass Menschen Vertrauen missbrauchen und dass sie Fehler machen. Dann gibt es Vergebung. Das ist, ich habe aufgeschrieben, das ist die Superpower in der christlichen Erziehung. Superpower in der christlichen Erziehung ist Vergebung. Hey, wir können einander vergeben. Wir dürfen als Eltern unseren Kindern vergeben. Wir dürfen unsere Kinder dazu instruieren, hey, wenn du etwas falsch gemacht hast, ist das im Fall nicht das Ende der Welt. Und du musst nicht in deiner Misere drinnen hocken bleiben. Du musst nicht in deinem Fehler hängen bleiben, sondern du darfst Vergebung erleben. Du darfst kommen, du darfst sagen, es tut mir leid und wir werden dir vergeben. Wir werden das wieder in Ordnung bringen, was du gemacht hast. Konsequenzen sind nicht aufgehoben, die gibt es immer noch. Manchmal können wir sogar mit unseren Kindern Konsequenzen besprechen. Sagen, okay, ich vergebe dir, aber was machen wir jetzt mit dem? Und dann tun sie selber Konsequenzen formulieren. Sagen, ja, also morgen kein Dessert. Also gut, morgen kein Dessert, das ist die Konsequenz von diesem Fehlverhalten. Aber zwischen uns ist es gut. Da gibt es Vergebung. Ich vertraue dir wieder voll. Das ist wieder gesund. Es ist nicht Kontrolle, wo ich einfach das Kind kontrolliere und davon abhalte, irgendetwas falsch zu machen. Und wenn sie mal etwas falsch machen, dann gibt es eine Strafe. Oder solange du noch unter meinem Dach bist, dann läuft es so, wie ich sage und nicht anders. Hey, das führt zu Angst und Distanz. Und das ist das Gegenteil von einer gesunden Erziehung. Bin ich absolut überzeugt. Ich glaube, wir brauchen Vertrauen. Und Vertrauen ist auch nicht eine Einbahnstrasse. Vertrauen geht immer beide Wege. Ich will, dass meine Kinder mir vertrauen. Das ist mir wichtig. Ich glaube, das ist ganz eine gesunde Methode zum Kinder erziehen, ist durch Vertrauen. Aber ich vertraue meinen Kindern auch gegenüber. Wir haben so die Situation gehabt, vor ein paar Sonntagen, sind nach dem Sonntag, nach dem Gottesdienst, sind die Kinder zu der Dunja gekommen, im ersten Stock, und haben gesagt, Mami, darf ich ein Gutzli essen hier oben? Und Dunja sagt, ja, ist gut, ihr dürft gehen, ihr könnt 2 Gutzlis nehmen. Die Kinder sagen, juhu, und haut ab und gehen rauf, oder? Und dann irgendeine andere Person, ich weiß gar nicht so genau, dreht sich um zu der Dunja und sagt, das glaubst du jetzt aber nicht wirklich, oder? Dass sie jetzt raufgehen und einfach nur 2 Gutzli essen. Und Dunja und ich schauen das an und sagen, mal klar, glaube ich das. Klar denke ich, dass meine Kinder das so machen. Hey, ich vertraue doch meinen Kindern. Ich will doch ein Elternteil sein, der grundsätzlich davon ausgeht, dass meinen Kindern kannst vertrauen. Das heisst nicht, dass sie jedes einzelne Mal dem Vertrauen gerecht werden. Aber wenn sie es mal nicht sind, dann gibt es Vergebung, Versöhnung, Konsequenzen. Okay, ich habe noch Zeit für etwas. Ich glaube, etwas vom Wichtigsten, was wir machen können, um Vertrauen mit unseren Kindern aufzubauen und zu gewinnen, ist, unsere Herzen zu zeigen. Ich wünsche mir, dass wir Eltern sind, Dunja und ich, die unseren Kindern immer wieder mal unsere Herzen zeigen. Ist euch mal bewusst worden, wie häufig Gott Einblick gibt, in was in ihm abgeht? Hey, ich bin zornig auf mein Volk. Mein Volk hat versagt. Ich möchte sie am liebsten auslöschen. Da ist Aggression, da ist Wut in mir drin. Und Gott zeigt sein Herz. Und ich wünsche mir, dass wir Eltern sind, die Herzen zeigen. Und die Kinder Anteil naheln, an was abgeht in uns drin.
In Malachi 3, Vers 20 steht einer von der genialsten Bibelverse. Jetzt musst du dir das mal geben. Malachi 3,20. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Gott selber hat genug erlebt, was passiert, wenn Eltern versagen. Er hat es gesehen, immer und immer und immer wieder. Und es hat nie gut geendet, wenn Eltern im Land versagen. Und er sagt, hey, mein Wunsch, mein Anliegen ist, dass sich Eltern und Kind miteinander versöhnen. Dass dort eine Herzensconnection ist, dass sie sich gegenseitig vertrauen können, auf das ich nicht muss kommen und muss eingreifen, auf das die nächste Generation nicht wieder den Karren in den Dreck hineinfährt, sondern dass da Eltern sind, die ihren Kindern Einblick geben, in was in ihnen drinnen abgeht. Und Eltern, die auch sagen können, hey, es tut mir leid, ich habe versagt als Elternteil da gerade. Wie genial ist das, wenn Kinder lernen dürfen, wie man mit Fehlern umgeht. Und wer besser kann Kind zeigen, wie man mit Fehlern umgeht, als Eltern? Hey, wisst ihr, wie häufig versage ich als Eltern oder auch als Mensch? Wie häufig bin ich nicht am Ideal gerecht worden? Wie häufig habe ich das Vertrauen nicht verdient? Und wie wichtig ist es, dass meine Kinder dann sehen, wie man mit so etwas gesund und reif umgeht? Indem, dass ich ihnen Einblick gebe, in was in mir abgeht. Wenn ich enttäuscht bin, wenn ich frustriert bin, wenn ich sie am liebsten jetzt gerade auf den Mond schicken würde, wenn ich meine Aggression gerade so knapp noch im Griff habe, dass ich mich manchmal separieren von meinen Kindern, um wieder oben runterzukommen. Und es ist so wichtig, dass meine Kinder das sehen und verstehen. Und mein Wunsch ist, dass sie sehen, wie man als Mensch mit so etwas umgeht. Darum möchte ich ein Elternteil sein, das meinen Kindern Einblick gibt in mein Herz, was bei mir abgeht. Okay. Lass uns zusammenfassen. Wenn du eine Person bist, die noch kein Kind hat, erziehe dich selber. Hab deinem eigenen inneren Kind Sorge. Setz dir selber gesunde Grenzen. Wenn du da rein bist und verbittert bist, ein Herz hast ab Erziehung. Ich habe gesagt, Vergebung ist Superpower in jeder christlichen Familie. Das ist auch für dich wahr. Auch du kannst dich heute Morgen entscheiden, deinen Eltern zu vergeben. Für dort, wo sie dir nicht gerecht worden sind. Für dort, wo sie vielleicht auch zu kurz gekommen sind oder wo du zu kurz gekommen bist. Du kannst heute Morgen dich entscheiden, deinen Eltern zu vergeben. Und Frieden zu machen mit dem Thema Erziehung. Abzulegen, was war in der Vergangenheit. Dein harte Herz neu weich werden lassen. Indem, dass du dich entscheidest, loszulassen. Vielleicht bist du auch ein Elternteil da drin, der gestresst, überfordert ist. Hey, ich möchte dir zusprechen, nimm Gott als Vorbild. Auch er ist immer und immer wieder verletzt von seinen eigenen Kindern. Auch er hat Kinder nicht geschafft, perfekt jedes Einzelne zu erziehen. Weil es gibt eben die Wahlfreiheit. Das ist gesund. Ich möchte euch neuen Mut zusprechen als Eltern. Hey, investiert euch in eure Kinder. Zeigt euch in Herzen. Dreht euch in Herzen zu euren Kindern. Macht nicht eine Blackbox aus eurem Herzen und probiert nicht irgendein Ideal darzustellen, das nicht wahr ist, sondern sind offen, nahbar und sind verletzlich mit euren Kindern. Sagt sorry, wenn ihr etwas falsch gemacht habt. Zeigt euren Kindern, wie man mit Fehlern umgeht. Hey, so möchten wir jetzt einsteigen in eine Zeit der Anbetung. Wir dürfen jetzt zu dem einen Vater gehen, der nie Fehler macht, der immer gut ist. Und wir dürfen dem Vater zusingen, dass er ein guter Vater ist von uns. Lass uns jetzt einsteigen in eine Zeit der Anbetung, wo wir einfach unserem guten Vater Danke sagen für alles, was er ist.